eigentlich auf der Suche nach Kirsten, aber da finde ich so ein Plakat. Hase und Igel, 18.11. Premiere. Ja, das ist ja schon bald. Und wer hat eigentlich dieses Plakat gemacht? Eben, Kirsten. Apropos, da ist sie. Ich habe sie gefunden. Kirsten? Ja, moin. Moin. Ich werde dich mal ganz kurz bei der Arbeit unterbrechen. Ich bin da gerade rein zufällig an so einem Plakat vorbeigelaufen von Hase und Igel. Ja, Und ich habe gehört, dass du dafür irgendwie so ein bisschen verantwortlich bist. genau. Das durfte ich dieses Jahr malen. Hat mir viel Spaß gemacht. Habe ich jetzt so ganz oldschool gemalt, so wie wir eigentlich auch die Prospekte im Malsaal malen. Auf Nessel, bisschen geklebt, bisschen eine Collage gemacht. Das ist wunderschön. Ihr habt das vielleicht Danke. schon gesehen. Das hängt nämlich in der ganzen Stadt. Bist du wahrscheinlich auch ganz schön stolz, wenn du so durch Hamburg gehst? Ja, schon. Schon, oder? Ja, das freut mich immer sehr. Sag mal, was ist denn eigentlich dein Job? Und wo sind wir hier eigentlich gerade gelandet? Ihr seid hier im Malsaal und der Beruf nennt sich Bühnenmalerin oder Bühnenmaler. Und ja, das bezeichnet auch schon das, was wir tun. Wir malen alles an, was auf die Bühne kommt. Das heißt, also wir malen, wir tapezieren und lackieren und spachteln und verputzen. Und allerdings malen wir auch Prospekte, Ah ja. also schöne Bilder, große, kleine Hintergründe. Was hier bei Ohnsorgs ja sehr häufig auch vorkommt, ist, dass wir ganz hübsche Zimmer herrichten. Also wir tapezieren das alles ganz ordentlich und grundieren und lackieren so akkurat wir das können. Und dann wird alles aufgebaut und dann schmuddeln wir das so richtig ein, dass es aussieht wie Schön 40 Jahre Shabby chic. Shabby chic Renovierungsstau, genau. Und richtig schmutzig, weil es ja im Scheinwerferlicht auch, da verschwindet dann ganz viel Schmutz wieder. Also man muss es so richtig einsauen. Klingt irgendwie Ja, spaßig. das macht auch Spaß. Ihr habt so viel altes Handwerk hier eigentlich noch, ne? Was immer noch, was wahrscheinlich, keine Ahnung, vor 100 Jahren genauso gemacht Ja. wurde, wie ihr es jetzt macht. Ja, ist wirklich ein ganz traditionelles Handwerk. Das mag ich auch so daran. Und das möchte ich auch helfen, mit am Leben zu halten. Das ist wunderschön. Cool. Hast du Lust, mir mal so ein bisschen den Prozess zu zeigen, wie entsteht eigentlich so ein Bühnenbild? Ja, Ja? das mache ich gerne. Alles klar. Dann komm mal mit. Also alles beginnt für uns hier im Malsaal mit einem kleinen Bühnenbildmodell. Oh Gott, wie süß. Hier haben wir zum Beispiel ein Modell für unser Märchen, Hase und Igel. Das sieht sehr gesund aus. Eindeutig rote Beete. Wir bekommen dieses kleine Modell Ja. von, in diesem Fall, unserer Bühnenbildnerin Katrin Reimers. Die hat das zusammen mit der Regie entwickelt und in Absprache mit dem technischen Leiter, mit den anderen Werkstätten. Die Machbarkeit muss ja geprüft werden, die Finanzierbarkeit und so weiter. Und dann bekommen wir eigentlich so ein ausgearbeitetes Modell mit Zeichnungen. Und die Tischlerei baut uns alles und wir machen es dann bunt. Ja, wir müssen, glaube ich, mal ganz dringend in die andere Richtung filmen, wie nämlich diese Kulisse dann aussieht, wenn sie so groß ist. Das ist eigentlich total witzig, weil eigentlich sind unsere beiden Berufe sich ja dann doch ein bisschen ähnlich. Ne? Wir beide haben irgendwie eine Vorgabe und letztendlich ja, ist doch trotzdem die eigene Kreativität gefragt. Ja, ganz genau. Und am Ende trägt es aber immer die persönliche Handschrift. Ne? Das kannst ja nur du die Rolle spielen, so wie du sie spielst. Und meine Kolleginnen malen auch wieder anders als ich. Mhm. Wunderschön irgendwie. Somit sieht auch jede Rübe anders aus. Ja. Ein bisschen was Philosophisches, ne? Gut, so und jetzt stehen wir hier im wahrsten Sinne in der Kulisse vor der großen, was hatten wir gesagt? Rote Beete. Rote Beete. Und das ist alles Handarbeit. Wahnsinn. Wie lange braucht ihr dafür? Für zum Beispiel dieses Bild, was wir da vor uns sehen? Also die Rüben, die habe ich sozusagen in einem Rutsch gemalt. Also ich spanne mir dann hier sehr viel Nessel auf den Fußboden. Wir malen hier auf dem Boden mit auch so langen Pinseln. Die kann ich euch auch gleich noch mal zeigen. Eindeutig wird hier auf dem Boden gemalt. Ja.
Und ja, dann werden die so parallel gemalt eigentlich. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, habe ich so eine Woche für die Rüben, das sind ja sehr viele Rüben, und eine Woche für den Feldsalat gebraucht. Und dann gibt es ja allerdings noch sehr viel mehr. Also hier diesen Hintergrund, den meine Kollegin gerade malt, den Fußboden, diese Ziehrübe zum Beispiel. Also das Bühnenbild besteht ja aus sehr, sehr vielen kleinen Dingen. Sag mal, wie lange machst du das denn eigentlich schon? Ich habe da vorne so ein Bild gesehen und das war's eindeutig du. Das hängt da vorne da so an so einem kleinen schwarzen Brett. Ja. Und das ist vielleicht schon ein paar Tage älter. Ja, das ist richtig. Also ich war einige Zeit hier immer nur der Weihnachtsmärchen-Joker sozusagen. Aber meinen ersten Arbeitseinsatz hatte ich tatsächlich 1991. Das ist ein Jahr bevor ich geboren bin. Was? Ja. Wie machst du das? Da habe ich hier ein Praktikum gemacht. Wie alt warst du da? 19. Wahnsinn. Was macht die Arbeit für dich hier am Ohnsorg-Theater so besonders? Also einmal war das schon immer mein Traumjob, kann ich sagen. Ja, ich mag das Ohnsorg-Theater so gerne und ich mag Bühnenmalerei so gerne und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Denke, ja, ich war zur Arbeit. Oh Gott, ist das schön. Ja, ist wirklich so. Ich glaube, das ist das allerschönste Geschenk überhaupt. Ja. Und dann kommt noch so was Krasses dabei rum. Also ich meine, das muss doch auch ein total cooles Gefühl sein, wenn du dann auf einmal dieses fertige Produkt siehst und dann zur Vorstellung gehst und das auf der Bühne siehst. Ist es. Also ich habe heute auch schon gesagt, ich glaube, dieses Jahr muss ich weinen, wenn es auf die Bühne kommt. Oh, ist das schön. Ja, ist wirklich ganz toll. Mhm. Krass, was eine Ehre. Let's go. Oh, wie aufregend. Wir sind in der Kulisse. Hast du irgendeine lustige, spannende, verrückte Ohnsorg-Anekdote, die dir einfällt? Moment, mir wächst gerade ein Gewächs aus. So, jetzt geht los. Ja, also das ist eigentlich keine große Geschichte, aber ich denke so gern daran zurück, nämlich damals 91. Da hat Frau Kabel anlässlich ihres Geburtstages belegte Brötchen für alle mitgebracht. Und das war toll, dass sie einfach rumkam und sagte, hier, Belegschaft, Schlosser, Tischler, Maler, guten Appetit. Und da habt ihr hier ein bisschen geschlemmt. Ja, im anderen Haus war das ja noch. Natürlich. Ja. Bevor ich es vergesse, ich habe dann noch so eine klassische Frage, die sich hier in diesem Haus natürlich anbietet. Hast du ein Lieblingsplattdeutsches Wort? Ja, meine Oma, die nannte mich gerne ein Tüderbüdel. Und das fand ich, das klingt niedlich. Eindeutig. Du bist ein Tüderbüdel. Bist du heute immer noch ein Tüderbüdel? Ja, manchmal. Ja, deine Kinder auch? Ja. Ja. Klar. Cool. In diesem Sinne, vielen Dank, Kirsten, dass wir hier sein durften und du uns Sehr ein gerne. bisschen was gezeigt hast von dem wunderschönen Malsaal und deiner tollen Arbeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, und ihr dürft natürlich ganz neugierig sein. Jetzt noch mehr auf Hase und Igel. 18.11. ist Premiere. Da könnt ihr die ganzen großen Rüben sehen. Ja. Mach es gut. Danke dir. Ja, auch. Ich halte dich nicht mehr Schön, auf. dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.